man schätzt die Heimat erst, wenn man die Heimat verlassen hat. Also wenn du in deiner Heimat bist, dann schätzt du das nicht. Ja? Das ist dann selbstverständlich, das ist normal. Ja? Aber wenn du weit weg bist und du weißt nicht, wann du zurückkommst, dann ist dieses Heimweh da. Dann sagst du, oh, meine Heimat war die beste. Ich habe diese Freunde gehabt, ich habe dieses Essen gegessen, ich habe dies und jenes gemacht. Und du spürst diese Sehnsucht erst dann, wenn du weit weg entfernt bist. Das Gefühl Heimweh kenne ich sehr gut, weil ich vor etwa 30 Jahren mein Land verlassen habe aus persönlichen Gründen, weil ich in dem Land nicht leben konnte. Und als ich damals nach Deutschland kam, habe ich so ein Gefühl gespürt, dass ich irgendwie ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, dass man leer fühlt. Man ist alleine, man ist auf sich gestellt und es ist so ein Gefühl, Heimweh, dass du alles verloren, als ob du alles verloren hättest. Ja? Und du bist dann alleine und niemand kümmert sich um dich. Du hast nicht die Leute, die du normalerweise um dich hast und du hast die Umgebung überhaupt, wo du auch zu Hause bist, nämlich die Menschen, die um dich sind, die Landschaft, die du da siehst und überhaupt alles, was du Tag für Tag erlebt hast, auf einmal nicht mehr da ist. Und ich bin schon mal von zu Hause mal zu Besuch bei meinen Verwandten, so etwa 200 Kilometer entfernt gewesen, aber das war noch kein Heimweh. Aber wenn man merkt, dass man weit weg entfernt ist und man weiß nicht, wann man wieder zurück in dieses Land kommt, dann spürt man schon Heimweh. Dieses Gefühl habe ich besonders in Deutschland gefühlt, als ich alleine in dieses Land eingereist bin. Ich bin migriert vor 30 Jahren und da habe ich gespürt, dass meine Eltern nicht da waren, meine Geschwister nicht da waren und auch die Sprache war anders. Ich kannte die deutsche Sprache damals nicht. Die Menschen sind anders und als Afrikaner, da bist du auch anders angesehen. Also da merkt man, dass du ein Fremdling bist, dass du ein Ausländer bist. Und manchmal lässt man das auch spüren. Da hörst du einige Bemerkungen, ja, in der Straßenbahn oder wenn du läufst, dann siehst du auf der Wand, dass Ausländer nicht erwünscht sind oder auch persönlich angegriffen wirst. Und das spürt man schon. Also ich wäre gerne daheim geblieben. Ich komme aus Äthiopien und in Äthiopien spielt sich das Leben zusammen. Also man ist mit der Familie zusammen, mit Freunden, Verwandten, man ist zusammen und man hat Spaß zusammen. Und hier hast du zwar Freunde, aber das kann das nicht ersetzen, weil das Leben hier durch die Bedingungen individualistisch ist. Ne? Ich meine, jeder hat seine Aufgaben, die zu erledigen hat. Ja? Arbeiten,
Aufgaben so, und man kommt zu kurz zu diesen sozialen Aktivitäten, die ich auch vermisse. Ich bin aufgewachsen in einer Familie mit 6 Kindern. Ich habe eine Schwester und 4 Brüder. Und da haben wir zu Hause Matratze geteilt. Also wir sind zusammen auf einer Matratze geschlafen mit meinem Bruder. Ja. Wir haben aus einem Teller gegessen zusammen. Ne? Also, und wenn es Feste gibt, es gibt etliche Feste, die man feiert, damit man dann überall eingeladen. Und da kommen Gäste zu dir und verbringen schöne Zeit. Oder wenn man Probleme hat, dann hilft man sich. Also wenn ein Familienmitglied eine Arbeit hat und Geld verdient, und der ist dafür da, um die anderen zu unterstützen. Also es gibt kein soziales System wie hier in Deutschland, sondern man unterstützt sich gegenseitig. Ne? Und Äthiopien, darüber hinaus die Landschaft, das Wetter. Äthiopien ist ja bekannt als ein Land mit 13 Monaten Sonnenschein. Und das verbinde ich mit Äthiopien. Und die alten Kulturen, die es in diesem Land gibt, die vielen Möglichkeiten, die man dort machen kann. Auch wenn das Land noch ein Entwicklungsland ist, auch wenn da viele Probleme sind, ja, auch wenn dort nicht alles perfekt ist, bin ich mit diesem Land verbunden. Ja? Also in Äthiopien, da manchmal Wasser ist knapp. Es kann sein, dass du 2-3 Tage kein Wasser hast. Ja? Oder es kann sein, dass Strom ausfällt und du keinen Strom hast. Du musst dann mit Kerzen auskommen. Ja? Aber trotzdem ist dieses Gefühl, ist dieses Heimatgefühl, also ich bin mit Äthiopien verbunden, auch wenn alles nicht so perfekt ist. Ja, mittlerweile habe ich in Deutschland eine zweite Heimat gefunden. Und ja, ich danke eine deutsche Familie sehr, die mich, als ich hier nach Deutschland kam, gut aufgenommen hat, sich um mich gekümmert hat, mich immer wieder besucht hat, die mich zu sich nach Hause eingeladen hat. Die Familie gehört einer Freikirche der 7. Tag Adventisten, und sie hat mich so aufgenommen, dass ich mich so wie zu Hause fühlen kann. Ja, diese deutsche Familie hat mich dann mit in die Kirche genommen. Und da habe ich auch noch andere Menschen kennengelernt, die mir auch unterstützt haben in meinen damaligen Problemen, sei es sprachlich oder sei es finanziell oder sei es auch so psychische Unterstützung. Und die Gemeinde wurde dann nach und nach für mich so eine zweite Heimat. In der Kirche habe ich die Möglichkeit gehabt, Gott, also Jesus, kennenzulernen. Und das hat mir noch mehr geholfen, in diesem Land mich besser zurechtzufinden. Und als ich dann selber angefangen habe, in der Bibel zu lesen, zu forschen, da habe ich dann also geistlich so mehr gestärkt worden. Das heißt, Gott wurde noch so für mich so ein Ersatzvater, so eine Ersatzfamilie. Ja? Und dadurch, dass ich auch in der Kirchengemeinde so Menschen
hatte, die auch an diesen Gott glauben und gemeinsam auch diesen Gott anbeten, singen, essen zusammen und spielen zusammen. Das hat dann mir weiterhin unterstützt, dieses Land, Deutschland, als zweite Heimat zu sehen. Das war schön. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie ich dann die weiteren Jahre so verbracht hätte, wenn ich diese Familie nicht kennengelernt hätte. Ja, nach 30 Jahren Leben in Deutschland habe ich mich auch viel verändert. Ne? Ich würde sagen, ich bin halb so, halb Äthiopier, halb Deutsche in der Hinsicht. Das habe ich gemerkt, als ich vor ein paar Jahren in Äthiopien war, unterwegs für den GIZ als Entwicklungshelfer. Und da habe ich gemerkt, dass einige Eigenschaften, die ich so als Deutscher oder die ich in Deutschland gelernt habe, auch dort praktiziert habe. Zum Beispiel diese Perfektheit. Ja? Wenn man was macht, dann man macht das dann richtig. Ja? Oder wenn man sich verabredet mit Menschen, dann kommt man einfach auch relativ pünktlich. Also ich bin nicht ganz pünktlich, aber ich würde sagen, so Viertelstunde, akademische Viertelstunde habe ich mich schon angeeignet. Und sowas habe ich dann mitgenommen und manchmal hatte ich dann auch Probleme mit der äthiopischen Kultur. Natürlich ist auch dieses soziale Miteinander wichtig. Also diese soziale Bindung ist sehr wichtig. Aber ich habe auch gemerkt, dass manchmal auch als Individuum auch dass du deine Zeit haben solltest. Ja? Also ein bisschen Distanz auch manchmal ist es auch gut. Also das sind solche Sachen, die ich dann gemerkt habe, dass ich mich verändert habe. Es ist für mich eine Bereicherung, dass ich zwei Kulturen erleben durfte, denn man erweitert seinen Horizont. Ja, man lernt viel. Man kann für die Kultur, in der man lebt, eine Bereicherung sein. Zum Beispiel ich als geborener Äthiopier kann ich eine Bereicherung sein für meine deutschen Freunde, die ich hier habe, weil ich andere kulturelle Hintergrund habe und auch anderes Temperament, anderes Vorgehen und so. Das ist dann eine Bereicherung. Und genauso für einen Äthiopier kann ich eine Bereicherung sein, ein Vorbild, würde ich sagen. Ich bin als Jugendlicher hier gekommen. Ich habe studiert, ich habe gearbeitet, also ich habe einiges geleistet und die können mich dann als Vorbild nehmen. Ich verdiene mein Geld, ich unterstütze meine Familie, habe Familie gegründet. Das heißt, es ist für viele meiner Landsmänner eine Vorbildfunktion. Also nach und nach lässt dann dieses Gefühl Heimweh dann nach.
wenn man neue Freunde gewinnt, wenn man sich an die Umgebung anpasst und aber auch die Sprache spricht, kommuniziert. Und man merkt auch, dass viele Menschen da sind, die auch positiv denken. Und wenn man solche neue Freunde gewinnt, dann gewöhnt man sich schon dran. Aber trotzdem bleibt Heimat immer noch im Inneren des Herzens noch verborgen. Ja? Es ist nicht alles, was ich hier in Deutschland habe, was das Heimat ersetzen kann. Wir als Menschen sind aneinander angewiesen. Also wir sind ein soziales Wesen. Wir leben, sei es in der Familie oder in der Freundschaft oder überall, wo wir sind, Arbeit oder Kirche. Wir leben ja mit Menschen miteinander. Und da würde ich sagen, soll jeder Mensch einen Beitrag leisten, dass er Heimatgeber für die anderen sind. Als Heimat fühlt man sich, wenn man jemanden neben sich hat, den man mag, mit dem man sich wohlfühlt, mit dem man Spaß haben kann. Ja? Und das gibt einem so ein Stück Heimat. Und von daher, mit den Menschen, mit denen ich zusammenkomme, möchte ich sie ermutigen, dieses Leben zu genießen. Das heißt, ich werde lieber leben für den anderen, weil ich ihn mag. Ich möchte die Zeit mit ihm verbringen, ja, auf dieser Erde. Und natürlich, und das gibt dann demjenigen das Heimatgefühl. Und ich möchte dazu dann beitragen, durch das Ermutigung. Es kann sein, dass der Freund mir seine Probleme mitteilt. Dann kann ich ein Stück Rat geben, soweit es möglich ist. Ich kann für ihn beten. Ich kann was in meiner Möglichkeit ist, ihn unterstützen und auf Gott hinweisen. Also das ist für mich, was wichtig ist für mich, ist, dass wir die Menschen auf Gott hinweisen, der am besten das Heimatgefühl geben kann. Jesus gibt ihm den Halt des Lebens, weil ich weiß, der hat mich geschaffen, der hat mich erlöst. Und wenn ich Probleme habe, kann ich mich an ihn wenden. Wenn es mir gut geht, kann ich fröhlich singen. Und für mich ich würde es noch ergänzen, für mich spielen die Menschen, mit denen ich zusammenkomme, eine große Rolle. Die geben mir einen Halt, meine Familie, meine Freunde, meine Geschwister in der Kirche. Und auf der anderen Seite Gott, der mir dann auch trägt in diesem Leben, dieses Leben durchzubestehen, weil das Leben hat gute und schlechte Seiten. Und ohne Gott ist das Leben schwierig zu meistern. Ja. Und Gott gibt mir diesen Halt. Und ich freue mich auch, dass dieses Leben mit Gott nicht nur auf dieser Erde aufhört, sondern es geht weiter. Weil einer meiner Lieblingstexte sind, unsere Heimat ist nicht hier, sondern wir erwarten in Jesus Christus, der kommen wird, um uns dann in diese himmlische Heimat mitzunehmen. Ja? Und darauf freue ich mich und ich denke, das wird die richtige Heimat sein. Wenn ich da mit ihm bin, wenn ich da mit den anderen bin, mit denen ich auch auf dieser Erde schöne Zeit verbracht habe. Und darauf freue ich mich.